Ja, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Motovlog. Und bevor wir mit dem Motovlog anfangen, muss ich noch einen Kaffee haben. Genau, ich habe Videos rausgesucht von Schweizer Motovloggern. Es gibt viele Videos, die über die Schweiz gehen, wo durch die Schweiz gefahren wird und so. Aber wenig, die wirklich Schweizer, von Schweizer sind und Schweizerdeutsch geredet wird. Darum habe ich etwas rausgesucht, dass man vielleicht auch aus dem Grund, dass man vielleicht auch mal etwas zusammen machen kann. Mit natürlich auch Schweizer YouTuber sind, in der Schweiz wohnen etc. Und da habe ich etwas herausgefunden, das mir relativ sympathisch ist und wir reagieren jetzt drauf. Genau, das ist jetzt das erwähnte Video. Motovlog 2, Bern ist Leben. Ich denke mal, es geht um Bern, das uns Bern ein bisschen zeigt. Vielleicht sagt derjenige Dragon Rider, hey, du hast das schlimmste Video gesucht zum zeigen. Das ist natürlich auch nicht das letzte Reaction-Video, das ich mache, wenn ich jetzt gesehen habe, cool, so Schweizer YouTuber, Schweizer Motovlogger, dann mache ich natürlich noch mehr Videos davon von denen, oder? Und mehr reagiere auf mehr Videos, aber jetzt schauen wir zuerst mal eins an. Mal schauen, was die so zu erzählen hat. Vielleicht können wir da ein bisschen abschauen oder Scheiben abschneiden. Und dann ja. Videoqualität schon mal nicht schlecht für 2018. Ich bin wieder euer Lieblings-Berner Motovlogger und Schnurrisiech, der Dragon Rider 124. Mit dem Kackding drauf. Wir machen Geil. jetzt ganz kurz einen Off-Topic-Motovlog, nämlich bin ich im wunderschönen Bern unterwegs und euch heute schnell ganz kurz ein paar Minuten mitnehmen durch die wunderschöne Stadt, die ihr hoffentlich selber auch schon gesehen habt. Ja, also ich bin schon mal durch Bern gefahren mit dem Audi, mit dem Oldtimer, zu dem kommt dann noch ein Video dazu. Und das ist wirklich eine schöne Stadt, wirklich. Wir hatten meteorologisch Frühlingsanfang gehabt. Es war scheiß kalt die letzten paar Wochen, Monate. Mir kommt es vor, als ob es schon ein Jahr her wäre, was das letzte Mal so schön war. Ja, da ist 25. März 2018, wenn sie hochgeladen wurde. Nicht grüne, saftige Bäume, sondern noch ein bisschen Nachwehen vom Winter. Mega, wie er erzählt, wie bei mir. 1:1 wie bei mir, richtig gut am Erzählen. Erzählen. Rosengarten, die wunderschönste Aussicht, die ihr könnt haben auf die Stadt. Natürlich. Das ist schön zum Schauen. Ampel mal schalten, Schön, wie er uns alles erklärt. Knackiges Video. Seht ihr den Gurten, Hausberg von Bern, wo das wunderbare Gurtenfestival Ich finde von Gurtenfisch wie ein Gurt, das denke ich die ganze Tausende Zeit. von Leuten einfinden, um gute Musik zu genießen. Fahren wir jetzt runter, linker Hand Rosengarten, rechter Hand die schöne Altstadt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, dass ihr mal hierher kommt und wirklich mal von oben auf die Stadt schaut. Das ist einfach ein Augenweih. Das ist Bernisch Liebe, Bernisch schön. Leben, kann man so Wirklich sagen. schön. Kommen wir jetzt runter zum Bärengraben. Wunderschöne das ist Stadt, das, was die finde ich. meisten Touris werden kennen und sicher auch alle Schweizer. Aber sag mal so, wenn man jetzt in Bern lebt, natürlich, oder in Bern schafft, dann findet man natürlich Bern, was eine wunderschöne Stadt, was schnurst du. Wie bei mir genauso, ich bin in Winterthur, ich bin jeden Tag in Winter, beziehungsweise nicht jeden Tag, aber oft. Und ich arbeite an einem Ort, wo auch viele Touristen immer sind. Logisch, findest du irgendwann, oder? Aber ich finde Bern halt schön, ich würde gerne mehr Sachen von der Stadt. Die Geschichte von Bern, das interessiert mich nicht. Und ich würde mehr von der Schweiz, von der Stadt sehen, aber das geht so in die Zeit rein, wenn du musst. Aber ist auf jeden Fall auch das Ziel dieses Jahr, mit dem Auto und mit dem TÜV mehr von der Schweiz zu sehen. Sonst könnt ihr so über Wikipedia nachlesen, ihr seht jetzt hier die Masse von Touristen, die es hat. Wir gehen jetzt Richtung Altstadt. Wunderbare alte Strassen. Ja, und ihr seht, das ist einfach ein Traum. Auf der linken Seite seht ihr das Münster, das immer saniert wird. Sandstein, sehr viele Sachen in Bern sind mit Sandstein gebaut worden. Ja, ja, und die sind natürlich ein machen. bisschen witterungsanfällig und ja, dementsprechend werden die Sachen dauernd saniert. Da bin ich hier. Sind wir mehr links durchgelaufen, ich glaube zwischen den Häusern kann das sein. Oder da, gerade da links gerade da, wo ja, wir fahren jetzt oben durch. Nicht durch die Altstadt, sondern rechts drum kehren.
Also es ist schon schön. Schöne Stadt, schöner Motovlog, den er macht. Kein Vortritt da. Gut, das wäre schon das Schönste gewesen eigentlich. Nichtsdestotrotz kann ich nur ermutigen, mal herzukommen. Es ist zwar nicht irgendwie interessant zum TÜV-Fahren hier, aber es ist einfach eine tolle Stadt mit sehr viel Tradition. Also ich muss sagen, bei mir, es ist vielleicht die neue Generation, aber bei mir ist das TÜV-Fahren nicht unbedingt. Ich muss zwar das auch mehr wieder machen, dass ich mehr Landstraße fahre, mehr Kurven fahre, weniger Lichtsignal habe, aber bei mir, das ist eben wegen dem Blackout auch, also wegen dem einer der bekanntesten deutschen Motovlogger, der fährt immer in der Stadt 90%, weil einfach etwas passiert in der Stadt, oder? Weil da siehst du immer irgendetwas. Und wenn du draussen fährst, siehst du natürlich wahrscheinlich fast nichts, außer natürlich eine schöne Aussicht. Und ja, also ich bin auch wenig, wer meine Motovlogs kennt, weiss, ich bin auch wenig in der Stadt selber gefahren, wenig Landstraße gefahren und viel in der Stadt, eigentlich fast nur in der Stadt. Aber ich muss es auch schauen, dass ich mehr Landstraße fahre, mehr Kurven fahre. Ja. Es ist klein, ihr könnt jetzt alles in 20 Minuten quasi ablaufen und ja, es ist einfach schön da. Kommt unbedingt mal daher. Ja, bin ich gewesen, wie gesagt. Es war schön. Es hat auch gutes Kaffee getrunken. Bier, nein, habe ich glaube nichts Spezielles gehabt. Weiss ich gar nicht mehr. Mal schon Bier gehabt, aber kann ich nicht sagen. Ich habe gerade Freude gehabt, dass sie gefilmt wird. Tja. Was? Hat sie Freude gehabt? Ja, ich habe gesehen es nicht. Sie Freude gehabt. Ich habe auch gerade Freude gehabt, dass sie gefilmt wird. Wie geil. Wir haben auf Kornhaus. Wunderbar auch Spaziergang an Arendt. Das sieht schon schön aus. Es sieht schon wunderschön aus. Herz legen und da sieht ihr die Kornhausbrücke. Es ist schon wieder... Ein Leerfahrer, schau mal, wer der steht. Das hier ist die Kornhausbrücke. Längs das Kornhaus selber. Die Stadt, ich sage nichts dazu. Viel Spass beim leeren Anfahren am Stutz, liebe Leerfahrer. Wenn nicht der Einzige, der hier unterwegs ist. Sally. Ja, vorne ist schon einer entgegengekommen. Einfach mal kommen, finde es top. Wirklich ganz eine schöne Stadt. Ist schön. Ist mega schön. Mega schöne Stadt. Unglaublich. Also. Aber ich muss da auch sagen, in der heutigen Zeit von Social Media und von Computer und alles, man schätzt das viel zu wenig. Also ich meine, wenn bin ich, ausser wirklich in der Ferien, wenn bin ich so in die Stadt gegangen und habe so etwas genossen. Wann habe ich mal eine andere Stadt außer Winterthur gesehen? Oder, also, ich finde es schön, wenn ich nächste Woche wieder Ferien, wenn das Video kommt, aber wenn ich nächste Woche Ferien habe, es wird zwar viel Organisatorisches gemacht und nicht unbedingt schön, aber also wirklich einfach so Ferien schön in eine andere Stadt gehen. Wäre wirklich mal bis... Oh Moment, mein Kopfhörer, mein Ding ist da wieder abgestellt. Ich habe die seit mittlerweile wahrscheinlich fast 7-8 Jahre und das ist immer noch top. So, unsere Tour endet da vorne bei würde mich mal wundern, wie alt das du bist. Kannst du mir vielleicht in den Kommentaren schreiben, wenn du siehst, dass ich auf dieses Video reagiert so habe. Das Kulturzentrum für Jugendliche, sehr alternativ, gibt immer wieder Scherereien mit der Polizei und so weiter. Von dem her sicher bei vielen Leuten nicht so well received, auf Englisch gesagt. Ja, aber sonst hat Bern sehr viel Tolles zu bieten eigentlich. Schönes Video, schön, nein wirklich schön. Schön, ich weiss nicht, du zu Bern. Das ist Streethalle und ja, ich sage merci, dass ihr dabei seid. Lasst mich wissen, ob euch das gefallen hat, ob ihr das noch mehr möchtet haben von anderen also wirklich Städten, top Video. Ja, weiß nicht, so seid ihr irgendwie. Top Video. Und ja, sagt es weiter, dass es mir geht, wenn es euch gefallen hat. Ja, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ich will mal sagen, wer es war fürs Erste. Bis zum nächsten Mal und ciao miteinander. Euer Obscuro 94.